Max Design. Sunflowers, the World of Entertainment. 17. Juni 1503. Heute kam mir wieder unwillkürlich jene Begegnung mit dem alten Seefahrer in den Sinn, die mein Leben auf so eindrückliche Weise geprägt hat. Ich erinnere mich an jedes Wort, als sei es erst gestern geschehen. Ich wollte hinaus aufs Meer. Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden. Ein lauter Schrei ließ mich eines Tages jäh aus meinen Träumen aufschrecken. Seeungeheuer! Was sich da vor unseren Augen im Wasser entfand, war die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Als sei dieses Unglück noch nicht Prüfung genug, suchte uns Tage später ein furchtbares Unwetter heim. Und wir beteten zum Herrgott, dass er uns bald erlösen möge. Als der Sturm Tage und Nächte lang gewütet hatte, übergab er uns endlich wieder ruhigeren Gewässern. Ja! Diesmal war der Schrei des Ausgucks eine Erlösung. Endlich waren wir am Ziel. Warum sollten wir euch glauben? Ganz recht. Nun Warum? überzeugt euch selbst. Ich habe eine genaue Karte von dem Gebiet angefertigt, in dem wir anlegten. Wir beluden die Planwagen, um von dort mit unserem gesamten Hab und Gut ins Landesinnere zu gelangen. Als wir schließlich einen Landstrich entdeckten, der brauchbar aussah, begannen wir mit der Besiedlung. Unsere Städte wuchsen rasch und gewannen an Größe und Ansehen. Auch der Handel begann zu florieren. Hier endete damals die Erzählung. Den Talisman des alten Seemanns hütete ich wie einen Schatz und setzte alles daran, es ihm gleich zu tun und ferne Länder zu entdecken. Viele Jahre mussten noch ins Land gehen, bis ich als Kapitän mein eigenes Schiff befehligte. Leinen los, bereit zum Ablegen. Im Januar lichteten wir den Anker. Wir sind nun schon Monate auf See und hoffen bald Land zu sichten. Damals, Anno 1503. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu diesem kleinen... Was ist überhaupt Let's Show, Let's Test? Es ist irgendwie beides. Eigentlich ein Let's Show, was das Spiel betrifft. Andererseits ein Let's Test, was das Spiel auf Windows 7 betrifft, weil es ist halt schon ein bisschen älter. Jo, ich wollte eigentlich andererseits Nutzer aufnehmen, weil gerade auch relativ günstig bekommen, beziehungsweise sogar gratis bekommen bei Uplay, aber irgendwie lief es da gar nicht auf GOG. Ja, aber aufnehmen war irgendwie auch ziemlich schrottig und so. Und hier auf 1503 geht momentan relativ gut. Deswegen bin ich halt darauf jetzt ausgewichen. Anonymous. Sind wir Anonymous? Ich glaube nicht, wa? Kann irgendwie... Neues Profil. Michael. So. Aktueller Spieler? Michael. Okay, okay. So. Ja, bin nicht wundern wegen der Fenstergrößen und so. Ich bin noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Vor allem jetzt bis hierhin, sag ich jetzt mal. Also das heißt Intro plus der Titelscreen. Der Rest des Spiels müssen diese Auflösung kommen. Da muss ich also nichts mehr tricksen. Hier kann es sein, dass er da halt wegen dem schwarzen Rahmen, gut, das muss ich sowieso ein bisschen, aber so hier halt auch ein bisschen vergrößert darstellen und so, damit es nicht irgendwie der Teil des Spiels total klein ist und der andere Teil plötzlich riesengroß und so, wollen wir natürlich nicht haben. Jo, ansonsten noch mal sagen, ist ja Heiligabend, in diesem Sinne fröhliche Weihnachten und so. Heiligabend, ganz schlecht. Mir geht es heute auch darum, ein bisschen entspannt und auch euphorisch, enthusiastisch, bisschen Vergangenheit welkend, welkend, kann irgendwie beides sein. Einfach nur dieses alte Spiel zu genießen. So, deswegen sind wir jetzt hier, Anno 1503. Kampagne wäre eine Option. Denke ich mir zwar irgendwie weniger, da wäre schon 1800 und so. 1800 sage ich schon. Ich bin schon in der Zukunft. Nee, da bereits auf 14.0 für die Kampagne aktuell machen und hier will es einfach nur
Einfach nur genießen, mich selbst daran erinnern, wie es damals war, euch zeigen, wie es damals war. Einfach halt das typische alte Anno-Feeling. So, wir haben hier Endlosspiele. Gab es ja bereits auch schon. Bürger, Baron, Freiherr, Graf, Herzog, Fürst, Kaiser, Imperator. Lucius lässt grüßen oder was? Add-on-Szenarien gibt es hier natürlich auch. Ja. Wir haben hier viel. Einführungsspiel, ich glaube, das ist eher was für uns, wa? Also, was wir so vorgenommen sind, eine Stunde für heute. Für alle 3 Einführungsspiele eine Stunde. Steht hier ungefähr, wie lange es dauert? Nö, wa? Egal, wir legen einfach mal los, Leute. Welche Fahne soll die eure sein? Also bei der Kampagne haben wir gelb bei 1404. Generell habe ich ja blau. Wir haben es aber Weihnachten nämlich auch grün. Komm. So, da sind wir wieder, falls gerade irgendwie mit der Musik was irgendwie geruckelt hat und so. Ich muss gerade irgendwie OBS nochmal neu starten. War irgendwie gerade ein bisschen crazy. Okay, aber ist egal. Herzlich willkommen im Einführungsspiel 204.15.03. Folgenden finden Sie Erklärungen zum Aufbau des Spielbildschirms und die wichtigsten Funktionen. Die Übersichtskarte, das Hauptmenü, die Infoleiste, die Online-Hilfe. Gab es damals auch schon. Oder? Oder haben sie einfach jetzt hier dazu programmiert. Kann natürlich auch sein. Bei 15.03 ist schon eine Weile her. Anfang 2000. Ah gut, Internet, ja, aber so Internet? Ja gut, doch, warum nicht? Die eigenen Symbole, die Einführungsspiele und natürlich Geld. Yeah. Also dann, die Übersichtskarte. Sehen Sie oben rechts. Ja, das ist relativ... Hey, Maus. Hey, das ist noch cool. Ah, da ist so. Okay. Da haben wir so ein bisschen... Das ist cool, ist eigentlich ein Vollbildschirm, wir können aber trotzdem auf den zweiten Monitor wechseln. WTF. Also, rechts, wenn Sie auf die Karte klicken, wechselt die Anzahl des Spielbildschirms zu dieser Stelle. Gut, nicht wirklich besonders. Den Plus- und Minus-Symbol kann ich die Karte vergrößern, natürlich auch cool. Oder kann hier selber näher ran. Hat ein bisschen was von Age of Empire, wenn ich ganz ehrlich sein soll, vor allem Age of Empire 2. Oh, das mit Kohlen wird lustig. Little Jenny, was? Okay, das wird eigentlich alles cool. Wir haben noch Kanonenstärke, hier haben wir die Passagiere, die dabei sind. Scout. Ja, gab es damals noch. Infoleiste, unteren Bildschirmrand, aktuelle Vorräte, Werkzeugholz, Marmor aufgeführt. Noch kein Mosaik. Auch die Gesamtwohnanzahl all ihrer Städte. Mit dem X-Symbol schließen Sie das Fenster und das Einführungsspiel wird gestartet. Okay. Die Übersichtskarte, das hatten wir schon. Die Infoleiste hatten wir auch schon. Lass uns gucken, das Hauptmenü. Übersichtskarte wird wohl irgendwie, beziehungsweise hier sein Hauptmenü war. Wir können wieder rausgehen. So, tschüss. Die Rechnungssymbole, ja, komm. Wir finden schon heraus, Freunde. An die Küste der Insel sollen wir steuern, wa? In die Watten! Bringt heute das! Ach, das ist richtig nostalgisch, ey. Richtig geil. Ich muss ja zugeben, Anno 15.03 gefiel mir damals bei weiten Strecken besser als das Original. Und ich glaube zum Teil sogar besser als 17.01. Allein schon, weil man hier Funktionen hat, die es damals nicht mehr gab, oder auch bei 14.04. Wir haben noch das mit dem Scout. So, die fremde Kulturen und Städte wenigstens an die Küsten entlang sind, dann kann ich Ausland klicken. Okay, der geht automatisch. Gibt es einen Berg. Wo ist denn der Berg? Hallo? Ah, hier. Befehlt und wir gehorchen. Krass. Befehlt und wir gehorchen. Wir haben unsere eigenen Dienerfreunde. Gibt es einen Berg, um die eventuell vorhandenen Bodenschätze zu entdecken? Scout entlassen. Also, vor allem entlassen mit dem Totenkopf-Symbol. Ja. Exitus. War offenbar damals kein Problem, hä? Also gerade ein Bärenwolf, wenn war ein Wolf. Kann ich irgendwie hier? Ah, hier. Ah.
Ach, diese Musik Der ist so Scout schön. hat ein Erzvorkommen entdeckt. Das finde ich schön. Sehe ich das irgendwo? Wo sehe ich das, ob es Erz hat? Hopfen sehe ich, Heilkräuter, Wein. Das ist auch nicht schlecht, oder? Eigentlich machst du das Hopfen, kannst du ja... Gut, du machst eigentlich Bier. Aber Wein, ja, keine Weintrauben oder so. Nee, einfach direkt. Naja. Manchmal muss es hier sein, wa? Kann man von oben, da will man uns loben. So. Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Siedlung. Klicken Sie im Schiffsmenü mit der linken Maustaste auf Kontur errichten. Wird wohl das hier sein, wa? Nee, das war nicht das. Scheiße. Warte mal, wir hatten hier... Ja, stimmt, wir hatten eine Schiffsstatus. Wir haben relativ viel hier. 10 Tonnen Nahrung. Schiffe halten. Genau, man kann nachher steuern, ob es irgendwie aggressiv ist, passiv und so. Ich kann es auch versenken. Schiff versenken. Ja, die Funktion von mir ist bei 1404. Aber egal. Das ist nicht. Little Jenny, das ist auch nicht. Hä? Kann dann hier... Was hier? Schiffsstatus. Hä? Achso. Das habe ich nicht gesehen. Den Sound gab es damals schon. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant? Kommt drauf an. So, entladen, wa? Schiff B und entladen. Ah, da geht ein hier. Okay. Ja, ist schon eine Weile her, Freunde. Was hier eben auch cool ist, im Gegensatz zu 1404, wenn du ein Konto baust, wird bei 1404 automatisch die gesamte Waren ins Konto geschickt, was du an Bord hast. Wird hier eben nicht gemacht. Hey, da finde ich ganz geil. So. Und sonst. So. Was haben wir hier Schönes? Bauen Sie ein Forsthaus. Das Forsthaus liefert Holz. Das wichtigste Baumaterial in Anno 1503. Krass, übrigens, Jungs, sehen wir es mal. Holz, hier haben wir Ziegel, wir haben hier Marmor. Marmor, Stein und Eisen bricht. Ja, wo sehen wir jetzt überhaupt, dass hier Erz verkommen hat? Hey, da hat es irgendwo. Du musst jetzt auf den Berg klicken. Ah, ja, warte mal. Da kann ich irgendwie auch... Moment. Da geht's so nicht. Da kann ich irgendwie... Ah, so kann ich steuern. Okay, Moment, ganz kurz. Tastatur rüberschieben. So. Jetzt hier oben sehe ich's. Scout sind noch hier. Soll ich langsam mal zurückkommen? Jawohl, mein König! Mein König, wir sind schon König, Freunde. So schnell kann's gehen. Also, ich soll bauen. Dann bauen wir halt ein Forsthaus. Wir können auch einen Wald bauen. Sehr interessant. Eine kleine Farm mit Kartoffelfeldern. Yeah! So. Ja, stimmt, das war ja damals... Ah ja, das war ja richtig geil. So, jetzt sehe ich im Prinzip, wo es am besten ist, wo ich irgendwie... Mit den Häusern, sag ich jetzt mal. Weil hier zum Beispiel aber natürlich relativ wenig Baufläche. Deswegen ist der Balken eher bei Rot, Orange, anstatt bei Grün. Also je grüner, desto besser, logischerweise. Muss ich irgendwie... Muss ich jetzt sogar den Walding selber noch zimmern hier? Ah, das hat er damals nämlich nicht automatisch gemacht. Gut, Baumtool ein bisschen wachsen. Der Bär. Hallo, nicht so mit dem Esel hier. Ganz schlecht. Also, eine Fischerhütte als nächstes. Küstengebäude, was ist einfach so Neptun. Ist auch klar. Das ist auch cool, weil du kannst ja mehrere Konturen bauen. Haben sie irgendwie nachher wieder rausgenommen, frag mich zwar warum, aber okay. Wieso geht's hier nicht? Hallo? Zu steil oder was? Da ist mal richtig steil angelegt. Sag mal! Oh, Feldwege mit dem Kontur. Das kennen wir ja, das kennen wir. Okay, mache ich es so. Ah. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es geht schon. Nach Unterstraße. Nee, haben wir doch. Ach nee, warte mal. Stimmt, das wäre ja der Scheiß. Ah, stimmt, das wäre ja der Quatsch, den ich noch ein bisschen gehasst habe damals.
abreißen. Deswegen gehasst habe, weil du kannst die Häuser, im Prinzip Forsthaus, können wir sagen, hey, kann ich auch von hinten anschließen, geht hier aber nicht, muss immer von vorne. Also gehasst haben, ja, ist halt gewöhnungsbedürftig. Habe ich schon mal erwähnt. Felder bauen. Ah, geht auch so, super. Das haben wir Schnalle. Sehen Sie die ersten Bewohner an, indem sie 6 Wohnhäuser im Gesamteinzugsbereich des Kuntors errichten. Ja, er braucht keinen Marktplatz, geht auch so einfach. Öffentlich wird. Wohnhaus. Wenn Sie das Konto beaktiviert im Infomodus anklicken. Ah, so. Musik, hey. Gut, dann machen wir es doch mal so, Leute. Alter, dein Konto hat schon ein großes Einzugsgebiet, also kannst sagen, was du willst. Ja, Mann, muss man daran gewöhnen, ich muss hier ziehen. Zieh an! Zieh aus! Ganz ruhig, mein Großer, ganz ruhig. 6 Wohnhäuser, ich mach's einfach mal so, wa? So. Na, super. Na, scheiß drauf. Ja, entstand durch diese Bewohner. Pionierhaus. Yeah. Yeah. Geil, Mann. Wir müssen keine Steuern zahlen. Steuern, wo kann ich Steuern eintreiben? In einer 1503 kaufen die Einwohner Nahrung, Stoff und Leder an Marktständen ein. Errichten sie einen Stoff- oder Lederstand sowie einen Nahrung- und Salzstand in der Nähe des Kontors. Ach ja, das waren die guten alten Zeiten, Freunde. Nahrung- und Salzstand. Das Konto, so werden sich diese in der Nähe befinden. Also hier zum Beispiel, wenn ich die hier baue. Und die gehen dahin und kaufen es dann so ein. Ja, 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 gibt alles Sinn, gar kein Thema. Was war jetzt das für Nahrung und Salzbestand? Stoffwiderstand wäre hier. Was kann ich für euch tun? Weggehen. So. Perfekt, war. Nur haben wir ein Problem. Wir haben keine Stoffe. Nein, wie kann das sein? Habe ich irgendwo... sind so aufgeteilt, okay. 9 Tonnen Nahrung, okay. Fische müssen ein bisschen liefern. Oh, die macht noch was. Waren sie eine Schaffarm, der Grundstein für die Stoffproduktion. Die Farmen finden Sie im Untermenü Farmen, Plantagen. Und Berücksichtigung der Fruchtbarkeitsbarrieren auf einer möglichst baumfreien Fläche. Ja, kann entfernt werden. Sagt wie ein Abreißkorn. Ja gut, aber da müsste ich gar nicht mehr im Einzugsbereich eines Kontors sein. Das könnte so gewesen sein. Ich weiß echt nicht mehr, Leute. Ist schon so lange her, ganz ehrlich. Wenn hier die ersten Gebäude sind und so und hier... Was ist mit dir los? Großes Fragezeichen. Nein, finde ich schon wieder raus. Finde ich wieder heraus, Leute. Okay, dann... Hier ist wieder zu weit weg. Okay, okay. Doch mal hier. So. Bäderbau muss ich nicht, weil die Schafe gehen einfach raus. Alles Paletti. Eine Handwerkbetriebe. Webstube. Oder ist eine Gerberei? Egal. Richten Sie jetzt eine Jagdhütte. Klingt auch ganz sinnvoll. Hä, ist die in... Haben wir jetzt wieder Holz im Lager? Ne, wir haben erst 10 Tonnen. So, was machst du denn hier?
Aber es ist einfach zu weit weg. Das könnte zwar auch sein. Militärgebäude, da können wir also eine kleine Festung machen, das ist auch nicht schlecht. Was jetzt schon wieder? Hallo, wo war jetzt? Markthaus, Haupthaus, also. So sehen die aus. Ja, Jagdhütte, Jagdhütte, Jagdhütte. Genügend Wildtiere, hätte man besser mal vorher gesagt, wa? Tja, bringt alles nichts, muss ich irgendwie erweitern. Ist doch sicher der, oder? Nö, der ist nicht. Was macht denn der? Irgendwas zumindest macht er. Hey, jetzt arbeiten sie wieder. Die ganze Zeit haben sie nicht gearbeitet. Was zum Henker? Gut, der muss warten, bis irgendwie das mit der Wolle klappt. Das sehe ich ein. Okay, das ist aber ganz seltsam. Hey, wie müsste das sein? Oh, zu wenig Holz, super. Also gut, machen wir ja eine scheiß Jagd, die man unbedingt so will. Was aber hier oben? Also nicht mehr so viel hat wie auch schon, super. Dann mach es hier, komm. Aber da lässt mich das Spiel nicht. Mach's halt doch hier oben, komm. Bauen Sie alles Mögliche. Da aber so eine Menge Holz, was zum Henker. Das Spiel macht mich wahnsinnig, Freunde. Aber es klingt so schön. Nee, war das Falsche. Ja, Gerbrei. Zur Straße hingerichtet ist. Ja, ist natürlich die Frage, wo ist hier das Gebäude wird wohl. Muss wohl irgendwie. Muss wohl. Ich bin zu weit weg, habe das schon mal gesagt. Herr, dann muss er doch irgendwie. Ihr habt eure Aufgaben vortrefflich gemeistert. Eben war ja doch das. Diese Beine klären sich damit zurück. Als nächstes können Sie mit dem Einführungsspiel Handel und Diplomatie die kaufmännischen Grundlagen in Anno 1503 erlernen. Ach du Scheiße, die kaufmännischen Grundlagen. Ja, plötzlich haben Sie es. Zu 96% erfüllt, krass. Ja, 96. Der hat irgendwie Probleme. Weil er wohl warten muss. Nur 7 Tonnen Nahrung, das ist nicht cool. Und der steht einfach überall herum. Zack, drin ist er. So wenig Fische hier. Ja, das Spiel ist, muss man wieder ein bisschen dran fuchsen und so, bis wieder ungefähr weiß, es funktioniert. Ja gut, Freunde, das war's hier soweit mit diesem Einführungsspiel. Ich werde jetzt gleich nochmal OBS kurz nochmal neu starten, beziehungsweise die Aufnahme neu starten, weil eben ist ein bisschen seltsam hier. Aber egal, ihr merkt sowieso nicht viel.
Gehen wir zurück ins Hauptmenü. Ja, Freunde, es lebe das Hauptmenü. So, Einzelspieler, neue Spielkampagne und hier, entdecken wir haben wir jetzt gemacht. Ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit Handel und Diplomatie und was so schön ist, nochmal kurz neu starten. Also willkommen im Einführungsspiel. Schon wieder. So, ganz kurz bevor es losgeht, erstmal gucken, wie es hier gemacht wurde. Wa? Okay, hier haben wir eine Kapelle. Ist alles im Einzugsbereich. Ja, aber hier hat es doch sicher... Ah, hier ist nochmal so ein Konto. Ach, so eins, oder? Ja, genau. Wie ich es mir dachte. Gut, hier haben wir die Schaffarm. Ja, ist natürlich nach vorne ausgerichtet. Gut. Hier haben wir eine Hopfenfarm. Ist der Hopfen mal verloren. Haha. Webstube ist aber offenbar nicht so wichtig, dass der auch dahin kommt und so im Einzugsbereich. Ne, Hauptsache, das sind überall hier drin. So, sehen wir noch ein bisschen was. Alles klar, alles Paletti. Oh, sieht auch relativ schön aus. Ja, Hopfenfarm und so. Das sind halt Wohnhäuser. Das sind Siedler. Siedler 6 oder was? Nee. Die haben natürlich auch neue Bedürfnisse, ganz klar. Die wollen auch Gewürze, wollen sie haben. Ne? Salz reicht ihnen nicht. Ne, sie wollen auch Gewürze haben. Oh, warte mal, da muss eigentlich Salz sein. Ne, sie haben ja Salz. Hä? Wie wollen die denn Gewürze haben, WTF? Kontur 2, eine Siedlung, Fleischerei, das ist Seilerei, hier haben wir einen Schmied, einen Hufschmied, denke ich mal. Amplantage, Gewürzplantage. Wächst im Okzident. Natürlich. Aber eben Salz haben sie offenbar schon. Und zwar müsste irgendwie was... Tagverarbeitung, Fleischerei. Was einfach generell aus Nahrung heraus haben, haut manchmal auch Salz. Wie darf ich das verstehen? Ja, doof, hier steht ja nicht, was produziert, oder? Dass Kartoffeln irgendwie Salz gewinnen wird, so eine Option. Hier hier Salz und hier Gewürze. Okay, gut. Ist ein anderes Thema. Ihr Volk verlangt Gewürze und Tabak. Diese Waren sind auf ihrer Insel nicht vorhanden. Also, sie müssen sich auf die Suche nach einem Handelspartner machen, der ihnen diese Waren verkaufen kann. Reisen Sie zu Alsa hier, um fortzufahren. Laden Sie 10 Tonnen Salz und 10 Tonnen Alkohol auf Ihr Schiff, um damit handeln zu können. Gut, klingt relativ simpel. Natürlich. Handeln zu können, haben wir das. Dann 10 rüber. Ist, glaube ich, relativ simpel. Haben wir Alkohol. Wir brauchen Alkohol. Alkohol braucht der Mann. So. Die von Indianern bewohnt ist. Das stimmt ja, das waren diese fremden Kulturen. Alter Schwede. Also ganz kurz, bevor ich es vielleicht nachher vergesse, ich bezweifle es so ein bisschen. Falls ihr Bock habt, dass ich mal Anno 1503 Let's Playe. Also, warum nicht? Muss ganz klar zugeben, warum nicht? Flotte befehlsbereit, Kommandant. Momentan hätte ich irgendwie extrem Bock drauf. Vielleicht so, nachdem Anno 14.0 für die Kampagne vorbei ist. Weil bis sie Anno 1800 startet, das kommt erst Ende Februar. Könnte man sie ja überbrücken, wobei ich habe noch genug andere Let's Plays am Laufen. Oder vielleicht, wenn ich mal wieder mit einem Livestream starten würde, im Livestream oder so. Ihr habt die legendären Indianer entdeckt. Aber wäre zumindest, ja. Wäre zumindest also nicht abgeneigt. Wenn man das Anno 1503 Let's Play, wenn Interesse daran besteht. So. Machen Sie den Marktplatz der Indianer ausfindig. Er befindet sich im Indianerdorf südöstlich des zentralen kleinen Berges und ist durch eine Flagge gekennzeichnet. Musik wird zurück. Ah, hier. Land übernimmt der Scout. Senden Sie den Scout an Land ab, indem Sie das Schiff aktivieren, anschließend. Okay. Musst du auch Ware mitnehmen, das ist ganz logisch. Vielleicht gerade alles mitnehmen.
wir gehorchen. Der Scout hat ein Erzvorkommen entdeckt. Der Scout hat ein Erzvorkommen entdeckt. Lalala. So. Wie unser Herr befiehlt. Ja gut, das kannst du einmal machen, aber wie willst du denn das... Aber diese Kavallerie... Nee, tut er nicht. Wie willst du denn das machen bezüglich halt regelmäßigen Handelsrouten? Gab es die damals? Doch, die gab es doch damals schon. So. Handelsvertrag eingehen können, genau. So, segeln Sie mit einem Schiff Richtung zur südlichen Insel. Machen wir das mal. Erwartet eure Befehle, Kommandant. Leinen los! Setzt die Segel! Die Entdeckung einer neuen Welt! Anno 1503! Peace, Mann! Episch! Geil! Und sonst noch was. Ich weiß es auch nicht, Leute. Oh Mann, oh Mann. Ich bin erstaunt, dass es momentan so gut läuft. Ich hoffe nachher, wenn die Aufnahme beendet habe und anfange rendere, ist es anders so. Aber in der Vorschau sah es ganz gut aus. Oh, ernsthaft? Stadteigentümers wird angezeigt. Ah, Gerda Claudi. Ist ja sogar die Indianer, mit denen kann du auch nicht so einen Vertrag machen oder so. Krieg erklären. Mhm. Das ist Aggressionsbalken. Okay. Ja, ja. So. Ihr konntet einen Handelsvertrag abschließen. Und kaufen Sie so viel Gewürze wie möglich ein. So, was hatten die so Schönes, wa? Okay. Raufelchen so kann ich nicht. Giraffen hat sie. Geil. Ja, hier leben Mensch und Tier Hand in Hand. Ist doch schön, oder? Da war ein Schiffchen hin, hallo. Mäh. Du mich auch, mäh. Hä? Achso, also sind separate Inseln, ist einfach eine große... Ah, das ist so eine mit der Mulde. Okay. So. Auftrag wird ausgeführt. Dankeschön. Der Auftrag wird ausgeführt. Ja, der Auftrag, der wird ausgeführt. Segeln Sie zurück zu Ihrem Heimatkonto, um die Waren zu entladen. Es ist schon seltsam, dass das eigentliche Spiel hier in der Auflösung 1024 mal 160 oder 1000 irgendetwas, also fast quadratisch, gespielt werden kann. Aber das Intro und das Hauptmenü muss natürlich viel kleiner sein. Verstehe ich auch nicht. Das ist irgendwie seltsam. Ganz, ganz seltsam. Deswegen bin ich gerade auch noch überlegen, wie ich das nachher in der fertigen Folge rennen will und so, weil, das ist schon mühsam. Aber egal. Das ist dann mein Problem. So.
Gratulation, Sie haben Ihren Untertanen wertvolle Waren verschafft. Um den Handel zu vereinfachen, sollen Sie automatisch Handelsrouten erstellen. Klingt logisch. Also. Was war das gerade? Voll der Echo? So, roten Punkt. Konto der Nachbarinsel. La 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 la. Aktionen belegt werden. Gut, das gibt's ihn. Einladen. In Biberburg. Möchte ich Gewürze. Ist das korrekt, Spiel? Und dann in Bad Audsee will ich eigentlich dann das hier ausladen, und zwar Gewürze. Ist das soweit auch korrekt? Da muss ich kurz gucken, wie sie das gerne haben wollen. Dann mache ich das mal so. Ihr wart erfolgreich. Okay, okay. Ja, ihr seht, es ist ähnlich wie bei 1404, nur halt doch ein bisschen anders. Wenn Sie das Szenario über das Optionsmenü und wählen Sie dort beenden, als nächstes sollen Sie sich mit dem Einführungsspiel Kampftraining für Angriff und Verteidigung wappnen. Das klingt spannend. Und ich würde sagen, Freunde, das machen wir auch. Jo, dann gucken wir nochmal. Neues Spiel, Kampftraining. Machen wir okay und jo. Mal schauen, wa? Herzlich willkommen im Einführungsspiel zu Anno 1503. Es herrscht Krieg beim Teutotes. Für ihre Festung der Einsamkeit. Ne, nicht ganz. Die Musik wieder. Einen Sammelpunkt setzen. Der hier? Okay. Machen wir hier, komm. Wählen Sie 4 Pikeniere aus. Soldaten sind ausgebildet. Auch das hat, wie ich finde, vom... Hallo? Auch das hat, wie ich finde, vom Aufbau und vom Aussehen, vom ganzen System hat sehr viel mit Age of Empires 2 zu tun. Okay, auf das Schiff setzen, das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Kann ich halt irgendwie Multiple auswählen und dann einfach so machen, Rechtsklick und drauf. Was überhaupt ist es? Voyager. Raumschiff Voyager. Nee. Was ist überhaupt? Kann ich vielleicht mal gucken, was für ein Schiff ist? Kleines Handelsschiff, kleines Kriegsschiff, würde doch gerne jetzt mal wissen. Hallo, Spiel, hör auf mir ständig in hier reinzufuschen. Das soll kaum sein. Das ist nur so eine Insel, wa? Habe ich irgendwo die Hauptinsel? Okay, hier ist auf die Werft. Wird wohl ein kleines Kriegsschiff sein, wa? Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie Sonnensein sehen kann. Ja, aber geht sicher, Oder ist... Ja, sieht mir stark ein kleines Kriegsschiff aus. Also, erst eine Insel. Wo niemand drauf ist, ist ja nur zum Trainieren und so. Flotte setzt sich in Bewegung, Kommandant. Sehr gut, sehr gut. Trotzbogen braucht es ja noch keine. Yeah, keine Trotzbogen, wie geil ist das denn bitte? So, jetzt kann ich einfach so. Bei aktiviertem Infomodus mit der linken Maustaste an. So. Bauen Sie ein kleines Kriegsschiff. Für den Bau von Schiffen benötigen Sie Geld, Holz, Stoffe und Seile. Wieso brauche ich Stoffe? Ah, logisch für die Segel. Okay. Ist hier ein bisschen realistischer. Die erforderlichen Mengen sehen Sie, wenn Sie im Werfmenü, eigentlich braucht man Werkzeuge und Nägel, aber ist ein anderes Thema. Werfen Sie im Werfmenü, dann schlecht. Ah, nein! Die erforderlichen Mengen sehen Sie, wenn Sie im Werfmenü, also okay. 15 Tonnen Holz, 50,
8 Tonnen Stoffe, ich habe 50. 5 Tonnen Seile, ich habe 50, oder? 50. Das ist noch cool, weil kann ich Anzahl der Kanonen erhöhen. Das steht hier jetzt nicht. Ich glaube überhaupt 10 Tonnen Schiffs. Das ist eigentlich auch geil, weil man so irgendwie sagen kann, so, okay, das Schiffchen soll so viele Kanonen haben, das soll weniger haben, das soll, keine Ahnung, 20, 100 Kanonen haben oder so. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben und unrealistisch. Aber alleine schon deswegen, dass es gehen würde, finde ich schon nice, muss man so sagen. Ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen. Yeah! So, haben wir unsere Kanonenanzahl, 0 Kanonen an Bord, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ach so, jetzt kann ich... Jetzt bin ich hier, oder? Und dann sage ich auch mal Kanonenanzahl erhöhen, zack. Sechs Kanonen an Bord, nicht 6 Tonnen, aber 6 Kanonen. Das ist natürlich... Ich habe keine mehr so eine Erinnerung gehabt. Ja, das ist geil. Und noch 4 Tonnen übrig, super. Versenken Sie es! Angriff! Hui. Hui. Die Verzögerung, mit der die Kugel angeflogen kommt. Sehe ich irgendwo einen Schaden? Ja, ich sehe einen Schaden. Der hat einen Schaden, ey! Aber ich habe sonst keine weiteren Informationen. Okay. Das macht gar nichts mit den Handelsschiffen oder so, was nichts kann. Ich habe 6 Kanonen an Bord fahren, es war trotzdem nur eine. Mhm. Effizient. Muss ich schon mal sagen. Sehr effizient. Und down. Bis es weg ist. So, greifen Sie die gegnerischen Kämpfer an. Ich bin ja blau, stimmt. Passiv. Okay, dann sagen wir dann Linksklick und dann anderes Verhalten festlegen, dann passiv nochmal und aggressiv. Wählen Sie aggressiv. Okay, wenn ich so wäre, kann ich auch... Hä? Ob ich jetzt passiv oder aggressiv bin, ich kann trotzdem angreifen. Krass. Für unseren Herrscher! Für unseren Herrscher! Es ist echt wenig auf Empires 2. Ihr werdet angegriffen. Die Soundeffekte sind mal übertrieben geil. Was? Setze beim Kampf die Vorteile der verschiedenen Einheitentypen gezielt ein. Beispielsweise ein Schwerkampf gegen Lanzenträger, Bogenschützen. Ein Schwerkampf gegen Lanzenträger, Bogenschützen gegen Schwerkämpfer oder Musketenschützen gegen Reiter im Nahkampf chancenlos. Machen Sie sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten vertraut, um gegebenenfalls die richtige Angriffstaktik einsetzen zu können. Super, ich sehe es aber kaum, was hier abgeht, aber ist cool. Habe ich noch andere zur Auswahl? Nö, oder? Dann ich jetzt mit dem hier angreife, weil ich sehe nicht, was er ist. Bin ich vermutlich... Also Schwerkämpfer sind gegen Lanzenträger im Nachteil. Okay, er ist vermutlich... Ich sehe es nicht genau, das Problem. Ich glaube, es ist ein Schwerkämpfer. Okay, heißt, das müsste ein Vorteil sein. Ey, das ist wie Fire Emblem. Also man merke sich, Anno 1503 ist eine Mischung aus klassischem Anno oder auch traditionellem Anno plus Age of Empires 2 plus Fire Emblem. Mixt man alles
Schön gleichmäßig und hat dann 1503. Krass geil. Aha, okay, und der ist jetzt. Was ist das jetzt? Muskete? Ne, ist ein Bogenschütze, wa? Ich bin in Schwerkampf, was heißt, er müsste zum Nachteil sein, oder was? Alarm! Ein Kampf ist entbrannt. Wir haben trotzdem einen Vorteil. Aber Bogenschütze gegen Schwerkämpfer chancenlos. Also, verstehe. Ja, das jetzt. Ist der jetzt auch ein Bogenschütze? Das ist echt schwer zu erkennen. Macht keine Gedanken. Ne, das ist Musketenschütze. Angegriffen. Musketenschütze gegen Reiter im Nahkampf chancenlos. Okay. Ja, man sieht es auch direkt, der geht so schnell drauf. Greifen Sie den gegnerischen Kämpfer an und besiegen Sie ihn. Aktivieren Sie dazu den Soldaten auf dem Spielfeld mit einem Linksklick. Ist mal was ganz Neues. Im rechten Menü können Sie dann in der unteren Hälfte sein Angriffsverhalten festlegen. Passiv, normal oder aggressiv. Wählen Sie aggressiv. In den Kampf. Ergebt euch! Ah, weil ich der Bogenschütze bin, kann ich ihn trotz der Mauer angreifen. Ergebt euch! Und er kann nichts machen, weil er halt Lanzenträger ist und sich selbst eingebaut hat und so. Wie sie reinkommen, ohne Tür, keine Ahnung, ohne Tor, aber ist sowieso tot. Ist der Soldat? Ein Kampf ist entbrannt. Okay. Vorwärts! Dann noch in diesem Ich mache mich auf den Weg, Herr. Achso, er ist Sanitäter. Womit können wir dienen? Nach einiger Zeit ist der Soldat wieder wohlauf. Stationieren Sie die Kanone in dem Kanonenturm. Ich sehe die Schrift teilweise kaum. Dem statt. Ihr habt sehr irgendwie. Dem ist irgendwie ganz. Ist ein seltsames M. Kanone an und ihre Bedienung schon mit einem Linksklick. Wie die hier. Befehlt und wir gehorchen. Ja, dass das nicht klappt, war mir irgendwie klar. So, kommen wir raus. Kumpel, geh an die Kanone. Ich glaube, das jetzt so, wenn ich es so mache. Wir erwarten Ah, jetzt euren geht's, okay. Befehl. Er steht hier beide anklicken, dann geht die gar nicht. Und einen Brandpfeil beschießen kann, so aggressiv. Das soll brennen, ernsthaft? Die Feuerwehr direkt daneben ist dann schlecht. Du Kumpel, da wird irgendwie Wir nichts. machen uns auf den Weg, Herr. Warte ein bisschen näher ran. So, und jetzt nochmal. Angriff! Ah, jetzt. Dauert nur ein bisschen, ja super. Mit der Feuerwehr ist natürlich scheiße, wa? Bringen Sie das Katapult mit 2 Bedienmannschaften der Kanone mit je einer Bedienmannschaft aus. Ich versuche es gerade mal selber. Wir erwarten euren Befehl. Ja. Total schwer. Also. Wir erwarten euren Befehl. Erobern Sie die Stadt, indem Sie das Markthaus nahezu zerstören. Ja, mit dem Feind. Nee, da mit dem Feind. Lasst uns den Feind zerschmettern. Lasst uns Oder einfach den so. Feind zerschmettern. Auf dem Weg, mein König. Auf dem zerstörten Haus errichten, okay.
bietet Erz. Okay, das war jetzt ein bisschen seltsam. Stationieren Sie die Soldaten auf der Stadtmauer mit Hilfe eines Belagerungsturms. Wenn Sie Bedienmannschaften den Belagerungsturm, Bedienmannschaften, das seid nicht ihr, das seid ihr. Bedienmannschaften, okay. Setze mich in Bewegung, mein König. Jawohl! Ja, nun können wir da auch rein, oder wie? Setzen uns in Bewegung, mein König. Ein Nacheinander. Zu Befehl. Okay, leicht seltsam, aber es geht. Was kann ich für euch tun? Jetzt sind sie oben, jetzt ist er wieder unten. Sind irgendwie reingekommen, oder was? Lasst uns den Feind zerschmettern. Kriegerisches Talent. Ach du Scheiße. Okay, das sind alles nur die Feinde. Wie war das schon mit Vor- und Nachteil? Hab's vergessen. Wir haben hier Bogenschützen. Wir haben hier Pikeniere. Ich würde mal sagen, Pikeniere gegen die da, gegen die Berittenen. Das sind irgendwie Bogenschützen. Ja, das Bogenschütze. Schwerkämpfer sind schwach gegen Bogenschützen. Ja, umgekehrt. Hä? Ich weiß nicht mehr. Vernichtet den Feind. Gut, ziehen sie in die Schlacht und so. Das dürfen wir irgendwie noch hinkriegen. Ergebt euch! Zu den Waffen. Ihr werdet angegriffen. Attacke! Machen wir mal kreuz und quer. Für unser Land! Für unseren König! Greift an! Macht keine Gefangenen! Okay, das mit dem Bogenschützen war, glaube ich, ein bisschen scheiße, wa? Keine Gnade! Ergebt euch! Ja, das war nicht so klug. Wenn ich irgendwie nochmal einen Hinweis drauf hätte wegen der Reihenfolge, wäre natürlich cool. Greift an! Für Gut, unser dann machen wir es halt mit der Überzahl, wa? Nieder mit dem Feind! Einfach eh alle aggressiv, oder? Ja. Für unser Land! Für unseren König! Okay, das sogenannte Dreiecksprinzip bei Fire Emblem, das müsste man hier noch ein bisschen besser einstudieren. Attacke! Eure Truppen haben gesiegt. Sollen sie nicht siegreich gewesen sein, schütten sie gleich normal in die Schlacht und das Einführungsspiel. Kampf dann normal aus. Okay. Fühlen Sie sich wieder gewappnet für den Kampf, kehren Sie denselben Weg zurück und starten Sie ein anderes Spiel Ihrer Wahl. Eben das halt mit dem Dreiecksprinzip, da ist so. Information, Keilinformation. Eine Reihinformation. Information und Formation, okay. Ja, Freunde, damit würde man sagen, sind wir auch mit diesem Teil des Einführungsspiels endlich durch. Und damit, liebe Freunde, sind wir auch schon am Ende angelangt dieses Let's Shows zu Anno 1503. Wie ich finde, ein Spiel, das immer noch, auch nach all diesen Jahren, seinen Charme nicht verloren hat. Und ja, eben, es hat halt doch Elemente, wo man sich sagt, okay, die kennen wir von heutigen anderen Spielen noch. Andere Elemente, wo man sich sagt, das ist heute nicht mehr so detailliert, wie eben auch das mit den Marktständen zum Beispiel. Oder dass man einen Scout ausschicken muss, bevor man direkt schon weiß, was auf der Insel los ist. Einfach noch einen Schritt mehr, als man heutzutage bei jetzt 04, das 1701 noch hatte. Oder natürlich auch bei neueren Annos. Und eben das in dem Kampfsystem, von wegen, nicht einfach nur die Anzahl macht's aus, nee, muss auch ein bisschen überlegen, von wegen, hey, da, so ein Musketier, der ist schwach gegen eine Beritteneinheit, oder irgendwie Bogenschütz gegen einen Schwerkämpfer, ist ein Vor- und Nachteil, weiß gar nicht mehr auswendig. Aber solche Dinge halt, die das Ganze noch ein bisschen, ja, ein bisschen umfangreicher, detaillierter und irgendwie auch charmanter machen.
Da würde ich mal sagen, das war's für heute. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, je nachdem, wie es auch in den Kommentaren stand und so, wie ihr das Ganze fandet, kann man sich wirklich durchaus überlegen, ob man das Ganze mal nach einem Let's Play, also sprich Endlosspiel oder einer Kampagne, noch eine Chance geben würde. Wie dem auch sei, würde ich trotzdem mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreiben könnt, wie ihr das Spiel findet. Ob ihr auch Meinung seid, jo, Charme hat, auch wenn die Auflösung noch ein bisschen, naja, zu wünschen übrig lässt und so, aber eben ist halt ein altes Spiel, weil man kann natürlich nicht irgendwie ein Wunder warten. Gut, wie dem auch sei, trotzdem, vielen Dank dafür, fürs Zusehen. Natürlich, hoffentlich auch fürs Kommentieren und Liken und was auch sonst noch alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Anno-Abenteuer wieder. Euer Michael sagt, ciao zusammen.